Ich bin zwar immer noch etwas aggro vom letzten Part, als mir Omega Shenron ja einfach alle Dragon Balls geklaut hat und die 7 wieder mal über den ganzen Erdball verstreut hat, aber das soll uns nicht davon abhalten, weiterhin gegen Piccolo zu spielen oder eher zu kämpfen, wie auch immer. Ja, man kann es so oder so betrachten. Offscreen habe ich noch Sparring Service 5 erledigt, dabei haben wir das eine oder andere bekommen, das seht dann danach. Jetzt machen wir noch Sparring 6, aber vorher will ich noch kurz etwas anderes machen, und zwar habt ihr mir... Oh, was mache ich jetzt hier? Ja, das war der richtige Knopf, genau. Denn ihr habt mir in den Kommentaren, oder war es per Nachricht, weiß ich gar nicht mehr, habt ihr mir zumindest mal geschrieben, dass ich hier eine andere Aura testen könnte. Die Aquamarine Aura haben wir schon mal, aber die war ja total grässlich und so, und jetzt gibt es noch die Flammenaura. Obwohl, ich war eigentlich der Überzeugung, dass wir die auch mal getestet haben, aber gut, testen wir mal die Flammenaura, ich glaube, die müsste irgendwie rot erscheinen oder so. Was? Ja, das war eigentlich auch Sinn und Zweck. Wieso kam jetzt die Nachricht? Egal. Alles kurz gespeichert und wir testen das Ganze. Gegen Piccolo, Sparring Nummer 16. Ich schätze mal, der hat wieder 2 Helfer dabei. Wenn ich richtig rate, sind das Goku und Gohan. Nein, es ist nur Teen Gohan. Ja, ich hab nämlich deshalb geraten, weil bei Sparring Nummer 5, da war Goku und Kid Gohan dabei. Und Teen Gohan hatte ich schon bei Sparring Nummer 3 oder 4 und deshalb war ich mir ziemlich sicher, dass jetzt wieder Goku plus Teen Gohan dran kommen würden. Aber offenbar finden die Entwickler das ein bisschen zu heftig. Ganz genau, get ready Piccolo! Was sieht jetzt gar noch besser aus? Hä? Ich hoffe, ich habe mich gerade verlesen. Okay, rote Aura, ja, Flammenaura, sehe ich gerade. Ist die auch wieder so grell? Nein, ich weiß nicht, eher orange. Okay, testen wir mal die neue Aura. Oh, ja, wie perfekt. Ich habe gerade den Rücken zu ihm zugedreht. Das ist zwar ein bisschen fies und hinterhältig, ich gebe es jetzt zu und ich mache es auch nicht gerne, aber hier ist es gerade ein Vorteil. Ja, ich glaube, die Flammenaura sieht gar nicht mal so übel aus. Was meint ihr? Soll ich die so lassen oder soll ich wieder die Erdenkrieg-Aura da nehmen? Ach ja, noch etwas, was Erwähnung finden sollte. Meiner Meinung nach zumindest. Wow, ich gehe gerade ziemlich ab. Wie ihr sehen könnt, habe ich gerade über 30.000 Lebenskraftpunkte. Das ist auch richtig so. Das kommt noch daher, dass wir vom Kampf gegen Omega Shenron ein ganzes Level abbekommen haben. Und das ist halt ein bisschen imbar gewesen. So, schauen wir mal. Sehr schön, ich bin oben, genauso wie es geplant war. Und Piccolo, du bist jetzt down. Also das wäre jetzt doch richtig episch gewesen, wenn das Kamehameha auch rot wäre. Obwohl, dann wäre es ein 10-faches Kamehameha und würde nicht mehr der Realität entsprechen. Oh, aber trotzdem 6800. Also wenn ich das noch mit unseren Anfängen vergleiche, da haben wir deutlich schlecht abgeschnitten, aber deutlich schlechter. Oh, Piccolo kann gar nichts mehr tun. Ich mache mit der Version etwas anderes, was nicht bestraft wird. Hey, ich gehe ab, das ist dir nicht zu fassen. Normalerweise kriege ich immer mindestens etwa, ja, sag jetzt mal 1000 bis 5000 Schaden, bevor ich zum 20 Kämpfer komme. Aber Piccolo jetzt bereits down. What the hell, wir werden immer stärker. Wisst ihr was, weil es gerade so schön ist und er auch ein Super Saiyajin mache ich halt den gleichen Scheiß auch. Noch einen Angriff, oder? Perfekt, ich habe ihn gerade noch abgefangen und er mich auch. Voll in die Schnauze! Mann, dämlicher Teen Gohan! Ups, war ich das jetzt gerade? Das wollte ich doch gar nicht, sorry! Ja. Gern geschehen sollte das wohl heißen. Verdammt, ich habe zu wenig Energy. Oh, Kacke. Ja, ist gut, kannst bitte mal mit dem Feuerwerk aufhören, ich hab's kapiert. Aber sagen wir mal, jetzt das Super Saiyan auch eine rote Aura? Das wäre mal kacke. Mann, Alter! Ich will endlich Energy haben! Geht doch! Dankeschön! Oh, wieso muss man solche kleinen Kinder eigentlich immer zurechtweisen, bevor sie es kapieren? Tja, was hast du jetzt davon? Bam, bam, bam! Ich würde zwar am liebsten noch gerne den Ultimate Move ausprobieren, weil wir den vermutlich wechseln werden. Ich habe da, bei Sparring Nummer 4 war das, von Piccolo ein ziemlich gutes Angebot gekriegt. Alter. Aus. Dankeschön. Ja, wo war ich stehen geblieben? Beim ultimativen Move, genau. Da habe ich mit Piccolo etwas
Sind noch Schickes bekommen und du bist jetzt tot geworden. Ups, ich stehe da hinten. Oh, sorry, mein Fehler. Mann, ey. Hältst du mal still, du kleiner Zwerg. Bam. Und tschüss, Mann. Und tschüss, Mann. Ja, schon oben. Noch nicht ganz. Verdammt, es fehlt noch etwas zum Ultimate Move. Und da habe ich ihn schon. Michael, du kannst langsam aufhören, weil sonst ist er tot, bevor wir den Move austesten können. Michael! Ja, okay, es reicht noch. Hab nichts gesagt. So, und jetzt mal kurz R3 gedrückt. Explosionsreichweite, wieso kommt jetzt die Szene? Ist das just for fun oder weil es das letzte Mal ist gegen Piccolo? Egal. Dynamitdruck zum letzten Mal vermutlich. Oh, fuck! Das würde zumindest ich sagen, wenn ich von sowas getroffen werden würde. Schaut euch mal den Schaden an. 18.060. Das ist übel. War das zu viel? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen heftig, ja. War das zu viel? Quatschkopf, ey. Gut, damit wäre Piccolo erledigt. Ultimativer Angriff, die Lichtgranate, Fähigkeit Piccolo-Typ. Was ist die Lichtgranate? Hä? Ich hab das vorhin erst gerade... Ah ne, Moment mal, das war die Höllengranate, stimmt. Die hat bei Sparring Nummer 4 oder 3, ich weiß echt nicht mehr. Da haben wir die Höllengranate als ultimativen Move bekommen. Aber jetzt können wir direkt die Lichtgranate einsetzen, Leute. Weil die ist sowieso von der Ausführung her echt episch. Die Höllengranate wäre auch nicht so übel. Egal, ich stelle jetzt mal schnell die Skills aus, bevor uns die Seite wegläuft. Ja. Kamehameha-Meter-Kombination würde ich gerne behalten, obwohl es auch schon Alternativen gibt. Kann ich mal kurz zählen. 5 Energieeinheiten, okay. Explosive Dämonenwelle, gibt es sogar 6 Stück. Ja, okay, ich tue jetzt mal rein, einfach mal zum Schauen, ob das... Ist noch was Besseres. Ja, weil ich muss mal ein paar Attacken durch... Wow. Was? 7 Stück von Thornblitzschlag? Die Attacke wäre echt übel. Ja, ich teste jetzt mal ein paar Angriffe durch, dann können wir am Schluss entscheiden, welche für uns auch optisch betrachtet am besten wäre. Die Höllenspirale, wow, so viel Schaden, aber ich bin nicht so der Höllenspiral-Typ. Die Mondwelle, die geht vielleicht noch, mal schauen. Und sonst lasst das Kamehameha, das ist ja auch ganz schön. Als ultimativer Move nehme ich noch die Lichtgranate. Also, ja, eigentlich nichts Neues. Gut, sehr gut. Jetzt nichts vergessen? Ja, ich habe es nicht vergessen. Auch beim Super Saiyan muss ich die Attacke noch neu einstellen, neu konfigurieren. Die explosive Dämonenwelle, der ultimative Angriff, das dürfen auch hier die Lichtgranate sein. Gut, very, very nice. Soweit, so gut. Dann dürfte wohl jetzt das nächste Training fällig sein, und zumindest mal beginnen das nächste Training, wie angekündigt, und zwar gegen Goku. Was bereits Sparring Nummer 2? Ich kann nicht beide Sparrings auswählen. Okay. Sparring Nummer 1 gegen Goku, und zur Unterstützung hatte Yamchu. Ja. Als ob das wirklich eine Unterstützung wäre, ist wohl eher ein Klotz am Bein. Aber naja, das ist Gokus Problem, nicht unseres. Ein bisschen Training für die Finger bei dieser Kapselabballerei. Erinnern die ein bisschen an einen Ego-Shooter, aber gut, wenn es sein muss. Endlich mal ein Gegner, der meine Stärke anerkennt. Ich weiß nicht, die rote Krieger-Aura, die ist nicht so mein Fall, um ehrlich zu sein. Egal, wir sind im Kampf. Wieso habe ich plötzlich weniger Ki? Hä? Wieso aber nur noch 28.800? Liegt das echt damit zusammen, dass ich nicht mehr gegen Piccolo kämpfe, sondern jetzt gegen Goku, und da, ja, da stand etwas und gesunder minus 7. Ach so! So ist das also! Wir werden selber geschwächt, bevor wir antreten. Ihr sagt das doch gleich einer. Ich kapiere noch gar nicht wieso, aber... Von mir aus! Bam! Ja, Goku, wie schmeckt dir das? Boah, boah, boah.
rote Feuerbälle. Yeah! Ja, ich muss sagen, die rote Aura finde ich jetzt nicht so übel. Als Super Saiyan wäre es etwas fehl. Oh, gut, sage ich was. Super Saiyan Power! Da kann ich es gleich nochmal testen. Ist wirklich rot? Ja, verdammt, es ist rot. Ach, was soll's. Sind wir halt ein roter, blonder Super Saiyajin. Ihr versteht schon, oder? Ups. Eigentlich war es falsch, aber dann doch wieder richtig. Glück muss der Saiyajin haben. Jo, Goku ist gleich down. Er hat keine Chance. Ich wollte eigentlich noch meinen Move ausprobieren. Ups, das müsste ich ja... Oh. Ich bin ein Trottel. Komm her, Mann. Ich will den Move austesten. Okay, was war das für eine Scheiße? Bäm, bäm, bäm. Und jetzt hoch mit dir! Geht doch. Ich brauche nur ein bisschen genug Energie, dann kann ich von ihm ablassen. Gut. Und tschüss. Michael, nicht zu heftig, klar. Michael! Du musst noch immer gleich den ganzen Planeten auseinandernehmen. Alter. Noch was zu sagen, Goku, bevor ich dich erledige? Da hast du recht. Und jetzt? Dämonenwelle! Ja, sieht zwar nicht so schlecht aus, aber es kann ja mir finde ich einfach epischer. Ja, und trotzdem ist er hinüber. Ups, ich habe noch einen vergessen. Auf der Reservebank natürlich. Wer könnte es auch anders sein als Yamchu? Und der Part neigt sich wieder langsam sich dem Ende zu. Dabei wollte ich noch den ersten Dragon Ball holen. Ja, egal, mache den Part länger. Finde ich zwar etwas mühsam, vor allem bei solchen HD-Spielen, aber ja, das war jetzt überhaupt nicht skillig. Dankeschön, Michael. Alter! Geht doch! Ich lasse mich doch hier nicht von Yamchu platt machen, aber sonst geht's noch, ja? Ja. Bam, geht doch. Ups, oder auch nicht. Dämlicher Schild, hey! Geh endlich hoch! Ja, wieso nicht gleich so? Links bitte, runter bitte. Geht doch, dankeschön. Komm schon, ich will den ultimativen Angriff. Ja, ich gebe zu, das Spiel gefällt mir wieder. Zumindest der Heldenmodus finde ich besser als ein Story-Modus, um ehrlich zu sein, aber egal. Das sollte ja eigentlich nichts Neues sein. Autsch! Sag mal, was fällt dir Lümmel eigentlich ein? Ich bin hier der Held, der alle befreien soll und der das Böse zurückschlagen soll und der Omega gehörig eins in die Löffel geben soll. Was macht der? Verarscht mich einfach. Okay, gut, Omega haben ja eigentlich schon in die Schranke gewiesen, aber reden wir nicht mehr darüber. Das tut ihm doch weh. Verdammt, Omega. Alter! Ja, geht doch, das ist endlich mal im Geist hoch. Ja, wie viel brauche ich, bis ich genug habe? Ja, es reicht immer noch nicht. Egal, Michael wird das schon machen. Und jetzt reicht's auch. Okay, Michael, du kannst aufhören. Ich sag, du kannst aufhören. Was bleibt denn jetzt mehr von Yamchu übrig? Die Anfangssequenz war epic. Wie sieht's jetzt aus? Okay, der Schaden war auch nicht von schlechten Eltern. 17.000, alter Schwede. Okay, ich glaube, die Lichtgranate, die behalte ich und die Dämonenwelle vorerst auch. Somit wird der erste Kampf gegen Goku auch beendet. Soll heißen, Sparring 2 bis 5 wie üblich werden offscreen erledigt und Nummer 6 seht ihr dann wieder. Ja, ich glaube 1 Minute für den Part, aber ja, wie gesagt, ich mache ein bisschen länger. Das ist scheißegal. Ich habe keinen Bock schon zu beenden, Mann, ey. Diese dämlichen Grenzen. Also Grenzen, ja, Grenzen, die ich mir eigentlich selber auferlege, aber eben. Wie gesagt, die Bearbeitung dauert scheiße lange. Aber ist egal. Direkt zum ersten Dragon Ball müsste doch eigentlich der ursprüngliche sein, oder? Den wir schon im letzten Part gesehen haben. Bingo, die Ödnis, Kampf beginnen. Bin mal gespannt, wer unser Gegner ist.
Und ob es noch eine kleine Cutscene gibt. Oder wir direkt mit dem Kampf beginnen. Komm schon, erzähle ich will wieder mal deine Stimme hören. Na, wie sieht's aus? Das ist ja wohl ein Scherz. Aber ein ganz schlechter. Ein Pflanzenmann hat einen Dragon Ball? Och komm, ey. Ist noch nicht Zell oder sowas? Wäre noch ein bisschen episch gewesen. Aber nee. Dann gebe ich Backpfeife natürlich. Mann. Ja. Bam! Geht doch, voll in die Binde. Und hoch mit dir. Bam! Tschüss, Mann. Hallo? Geht doch. Und runter. Und mir fällt gerade auf, der Pflanzen hat noch ziemlich viel Energie, was? 40.000 hatte der Quatschkopf. Du Grünkohl, ich mach dich alle. Soll ich mich wirklich zum Super Saiyan verwandeln? Ich fände es ein bisschen lame gegen einen Pflanzenmann. Ich mache mich gerade hier ein bisschen platt. Moment mal, ich muss kurz Button smashen. So. Oh, natürlich war es mal schneller als beim letzten Mal. Oh, also das normale Ausweichen klappt ja eigentlich, aber hier? Nö, hier klappt es überhaupt nicht mehr. Ah, ist einfach nur Kacke, Mann. Ja, ist gut. So, jetzt schalte ich einen Gang höher. Oh, ich bin sauer. Und du musst es ausbaden! Alter Schwede! Bam! Guck mal, alles Gute kommt von oben. Genauso wie deine Kopfschmerzen. Ich hab dich gewarnt. Hallo? Was ist denn jetzt los? Ich wollte ganz zum Super Saiyan werden, aber irgendwie klappt's nicht mehr. Willst du bitte... Nö. Hey! Haben die mir jetzt irgendwie den Super Saiyan deaktiviert oder was ist los? Ah. Pflanzensprint! Lass mich raten, ausweichen. Ja, weichen wir halt aus. Ja, seht ihr? Klappt doch ganz gut. Dämonenwelle! Nimm das, Mann! Hä? Brokkoli? Nein, ich mag kein Brokkoli! Obwohl, stimmt gar nicht, ich mag eigentlich Brokkoli. Wieso sage ich es denn? Weil es gerade so ein guter Zeitpunkt war. Aber Rosenkohl kann ich nicht leiden, der kann sowieso nichts als nicht gut schmecken. Nee, Super Saiyan geht nicht! Ich kann nicht zum Super Saiyan werden! Okay, bam! Ja, ist gut, jetzt bist du aber zum letzten Mal fällig. Oder doch nicht. Oh. Was gibt's nicht? Ein Pflanzenmann, der mir Paroli bietet. Hallo? Wo sind wir denn hier? Meine Güte, hey. Ich weiß, es ist hier eine Parallelwelt, aber man kann es auch übertreiben. Ups, das habe ich schon nach unten gemacht, wollte eigentlich nach rechts. Egal, wieder mal Meteoritenhagel. Gut, wenn schon der Super Saiyan nicht funktioniert, mach gerade noch den Kampfbooster. Meine Güte. So, jetzt links. Dann rechts. Ja, bitte, wieder ein bisschen Abwechslung, wollte ich gerade sagen. Bam! Guck mal. Boom. Und wieder mal im Hintergrund die epische Schala Hey Schala Titelmusik von Dragon Ball Z. Und passend die Lichtgranate. Tschüss, Mann. Der kannst du nicht ausweichen. Du kannst auch nicht abblocken. Du kannst ihn nur hinnehmen und Brokkolisalat aus dir machen lassen. Ja, ja, Gemüse ist gesund. Auch böses Gemüse. Und das war's. Oh, was? Okay, 75%iger Erfolgsschaden. Das sage ich auch nicht nein. Gesundheit, Nahkampfangriff, Explosionsangriff. What? Auf Rang D endlich.
dann müssen wir bei der Ki-Explosion-Verteidigung auch gleich auf Rang D sein. Bingo! Superangriff und Superangriff-Verteidigung auch bald auf Rang C. Ist doch super. Ultimativer Dragon Ball. Der hat 2 Stern Dragon Ball. Ja, war irgendwie klar, oder? Weil der 1 Stern Dragon Ball... Ah ne, Moment mal. Stimmt ja gar nicht. Das sind ja die Blackstar Dragon Balls. Jetzt habe ich irgendwie völlig was durcheinander gebracht und gedacht, dass der 1 Stern Dragon Ball ja noch bei Xinglong wäre. Aber, ja, Xinglong, den gibt es ja hier gar nicht. Das ist ja bereits Omega Shenlong. Die transformierte Stufe. So, der erste Dragon Ball ist genau da vorne. Was? Wieso ist der genau da? Wo ist das überhaupt? Nicht vom Kampfring. Gott sei Dank. Ja, Gletscher, okay. Können wir kurz was anderes schauen. Die Skills, habe ich echt nichts Neues? Ich dachte, ich hätte noch was gekriegt, aber offenbar ist dem nicht so. Superangriff plus 1 und 2, da müssen wir noch Nahkampfangriff haben, oder? Plus 4, ja, dann habe ich bereits ausgerüstet. Nö, Gesundheit bleibt noch so. Okay. Gut Leute, dann war's mal für diesen Part. Und wie ihr wisst, offscreen mache ich noch Goku Kämpfe 2 bis 5. Dann seht ihr den ersten Part, Kampf Nummer 6 und dann den ersten Dragon Ball. Also, bis dann, ciao zusammen.